Okay, der letzte Spieltag in der Hinrunde. Und zwar gegen Hoffenheim. Schauen wir mal. Vielleicht kann ich das noch gewinnen. Die spielen heute in Schwarzer, die sagen. Was sagt die Aufstellung? Scheiße. Mein linker Flügel ist im Arsch. Links außen spät, jetzt Ochs, oder? Auch nicht fit. Jirasek, spät jeder. Mir wurscht. Und da vorne hat. Spät, wer spät denn da? Konafici. Diese Idioten. Ja, heftig. Fernandinho. Muss auch nicht. Pass auf, dann tue ich noch, lass sogar oben. Ich kann nicht spät. Im Tor spät Raphael. Beißt er ebenfalls nicht fit. Befürchte, ich muss mir noch ein paar Dinger zulegen, ha? Ein paar Flügelspieler. Er geht mit. Und Adler bleibt ebenfalls daheim. Brauche ich nicht. Dann nehme ich noch Rajkovic mit. Okay, Hamburg gegen Hoffenheim am letzten Spieltag der Hinrunde. Und das möchte ich natürlich noch gewinnen, gell? Und man muss sagen, wir sind ziemlich gut dran in der Liga. Wir haben bisher nur 2 Niederlagen eingefangen. Eine war gegen Aue und die zweite weiß ich nicht. Allerdings kann sich das natürlich schlagartig in der Rückrunde ändern. Kann ja sein, dass wir einen Leistungsabfall haben. Fernandinho. Dann ist er. Fernandinho. Ich weiß nicht. War das der erste Tor für uns? Kann gut sein, ja? Mir scheißegal. Hauptsache er ist drin. Das war natürlich gleich mal eine Duftmarke. Da kriegt er den Ball vorgespielt von Mascherano und dann zieht er ab. Ja, und der Torwart, schlampig. Nicht gescheit verteidigt. Was möchte er? Es gibt die gelbe Karten schön. Fituru. Für einen kleinen Rempler. So schön. Gottes Willen. Da ist der Hoffenheimer nur ein bisschen gestolpert und gibt gleich Geld für uns. Und das war ein Abseits. Wir haben wie gesagt, nach dem Spiel ist Transfermarkt. Dann werde ich fleißig einkaufen. Wo es eben der Geldbeutel hergibt. Es kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere geht. Mal schauen, was ich so für Angebote kriege. Und nebenher bin ich noch mal überlegen, ob ich vielleicht sogar eine 3. Saison mit Hamburg spiele. Irgendwie habe ich noch Bock drauf, auf die Hamburger.
Wobei ich bin sogar am Überlegen, wie das ist dann, wenn ich eine andere Mannschaft nehme. Wegen der zweiten Liga. Weil ich habe ja bloß die zweite deutsche Liga und die zweite englische Liga. Das wenn ich zum Beispiel in die italienische Liga wechselt, dann steigen da vielleicht die Zweitligamannschaften aus der zweiten Liga auf. Also aus der zweiten Bundesliga, meine ich. Das war dann natürlich ein bisschen deppert. Muss ich zugeben. Oder wenn zum Beispiel nach Holland wechselt, dann steigen da die Zweitligamannschaften der Bundesliga in die erste holländische Liga auf. Das hat natürlich nicht so die feine Art, gell? Die Karte wird geblockt. Da muss ich echt mal schauen, wie das ist. Weil das wird dann irgendwie beschissen. In die Hände von Raphael. Da darf im Grunde nur nichts anderes übrig bleiben, außer in die englische Liga zu wechseln. Weil da kann die zweite Liga einstellen. Allerdings waren wir schon mal in der englischen Liga. Bei Pro Evolution Soccer 2013. Aber gut, das muss ich mir noch ausknobeln. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich würde da gerne in die italienische Liga wechseln, gell? Oder in die holländische oder spanische. Aber für die habe ich leider noch keine zweite Liga. Die beinhaltet der Mod noch nicht. Vielleicht kommt die noch. Ja, warte das auch. Vukcevic. Weiter Point auf. Oh ne, wer war das unten? Mir wurscht. Immer wurscht. Sissoko. Jirasek. Mascherano. Und die Karte startet. Jawohl, passt. Campbell. Rotzfrech mit der Hacke. Das bedeutet 2-0 für Hamburg. Nochmal. Das war der Ball auf Icardi. Und der legt ihn quer. Auf Campbell schön. Und der macht's mit der Hacke. Und der Torwart war noch mit dem Fuß da. Scher. War nix. Süle. Beck. Saliovic. Polanski. Es war der erste Torschuss. Es war der erste Torschuss. Für Hoffenheim. Allerdings am Tor vorbei. Ja, der zweite. Der zweite Torschuss. Marco Motta. Und? Warte noch. Jirasek. Sissoko. In die Hände von Castells. Warum auch nicht, gell? Also in Positionen habe ich schon öfters mal getroffen. Dann ist Sissoko. Pfosten. Und was war das jetzt? Es gibt Gelb gegen Hoffenheim. Schön. Es gibt Elfmeter. Scheiße. Warum? Ja gut. Wird umgehauen. Und zwar mehr als deutlich. Das heißt Strafstoß. Aber nicht der Gefaulte. Wissen wir doch. Moment. Es schießt. Wer darf nicht schießen? Weiß nicht.
Scher. Oder der Capitano. Pass auf. Los und Torwart schießen. Geil, oder? Vielleicht kann er das. Nach Linksschüsse. Oh, zu sacht da. Langt. 3-0. Raphael macht sein erstes Tor für Hamburg. Mehr als deutlich, oder? 3-0. Und die Hoffenheimer verstehen die Welt nicht mehr. Hat schon passt. Er war nicht besonders gut geschossen, aber drin hat. Torwart verladen. Vukcevic, war nix. Jirasek. Polanski. Campbell gegen Süle und Campbell erwischten Nick. Jetzt hat er. Oh, Nick. Er verstolpert. Abraham. Süle. Das war der Schuldige, gell? Der den Elfmeter verschuldet hat. Vielleicht kann ich noch ein bisschen provozieren. Kriegt er die Rote. Wird lustig. Jetzt kriege ich die Gelbe. Schau dir immer. Ja, schön. Ja, schickt ihn aber. Rote Karten für Sissoko. Ja gut, das war zwar nicht die feine englische Art, aber gleich rot. Scheiße. Ich hab einen Wenger. Mir wurscht. Bei einem Stand von 3-0 passiert mir nicht mehr viel. Außer, ich heiße Nationalmannschaft. Sissoko, ja, der ist weggert. Scheiß drauf. Ich befürchte, Hoffenheim ist nicht in der Lage, 3 Tore zu schießen. Höchstens eins. Vukcevic. Aber bevor die 1 schießen, schieße ich nur 2. Mascherano. Fernandinho. Wer rennt? Jirasek. Ja, in die Hände von Castells. Den hat er. Im Gegensatz zu den anderen 3. Und Modeste. Probiert mit der Brechstange. Wird nichts. Jirasek. Marco Motta. Süle, Lecke. Lass dich nicht zum Fall verleiten. Das sag ich noch. Kriegt er die Rote. Toljan. Haben schon. Und es gibt Einwurf für uns. Ja, die Karte kommt nicht durch. Toljan.
Vukcevic. Ah, das war nichts. War zu weiter Pass. Saliovic. Was macht er? Gar nichts. Polanski. Und die Hoffenheimer ohne Ideen. Sie kämen nicht durch. Obwohl es einen Mann mehr haben. Alles weg damit. Bloß keine Chancen zu lassen. Und es geht Robert Firmino geht over. Und es kommt irgendein Typ mit unaussprechlichen Namen. Mascherano. Vukcevic. War nix. Hingefallen. Kriegst du hier. Polanski. Saliovic. Modeste. Heißt der so? Wahrscheinlich nicht. Spricht mir wahrscheinlich wieder ganz anders aus. Wie so oft. Und es kommt Chiplock für Modeste. Hat die Schnauze voll. Ich komme nicht mehr an den Ball. Pass auf. Mag er wechseln. Und zwar geht ja da mehr. Davon brauche ich kein mehr. Es kommt da noch. Und zwar kommt da Anderson. Wir müssen nicht mehr groß stürmen, gell? Wir brauchen keine Tore mehr. Wir haben 3. Sagen schon. Es klang, wenn wir gerade noch auf Konter spielen. Und hinten fleißig verteidigen. Es klang schon zum Sieg. So eine Durchschlagskraft haben die Hoffenheimer nicht. Scheiße. Toljan. Aber Vukcevic. Muss ich mein Bein stellen, ha? Noch nicht. Ah, noch nicht. Scheiße. Ideenlos. Hoffenheim ohne Ideen. Aber es muss nicht immer heißen, gell? Wenn man einmal mehr ist, dann man da besser ist. Nicht zwingend. Mascherano. Icardi. Schau. Ein Foul im Strafraum. Und er pfeift es nicht. War mehr als deutlich. Missverständnis, oder? Gibt Ecke. Moment. Morgen nochmal. Ich darf nämlich 2 Mal noch. Das heißt, es geht Fernandinho aber. Und es kommt. Tesche, oder? Und hinten kommt für Ranocchia Coates. Ein frischer Verteidiger. Schotnier. Und mit der Hacke. Der Herr Schiplock. War nix. Muss er früher aufstehen. Und noch mit der Argentinier.
Es gibt 2 Minuten. Icardi. Immer noch nicht. Kaum Pech verfolgt. Das kann schon hier stehen. Chiplock nochmal. Letzte Flanke, ja. War nix. Hey, wo? War der Pfosten. Wird aber Zeit, oder? Okay, er pfeift ab und wir gewinnen locker mit 3-0 gegen Hoffenheim. Und jetzt ist dann Transfermarkt, gell? Und was ist passiert, das erzähle ich in der nächsten Folge dann.